Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee und das ist Let's Play The Last of Us Remastered auf Pelzig im Hemshof. Und zwar sind wir immer noch in der super nette Gegend und haben wieder ein paar Hunter aufgebracht. Und wir sind hier dabei, durch den ihr Gebiet zu schlappern. Aber die sind immer noch in dem Modus, dass sie wissen, dass hier jemand ist, der ihr Leid abmurkst. Also so dappig können sie dann auch nicht sein. Und haben dann noch so ein gewisses Selbsterhaltungstrieb. Aber wenn wir hier recht langsam und leise vorgehen, dann müsste es eigentlich auch ganz gut klappen. Da haben wir wieder so eine Nachricht. Zone aufgeben, Notiz. Die ist jetzt noch ganz in aller Eile. Scheint vom Militär gewesen zu sein. Die haben wohl auch nicht so viel Zeit gehabt. Aha, da ist er. Wo einer, den wir uns seit langem mal wieder heimlich schnappen können. Und wieder heimlich. Da hat der Joel selber einen Strich durch die Rechnung gemacht. Anscheinend hat der Typ da hinter uns gesehen. Und da konnte man wohl nicht mehr heimlich vorgehen. Na gut. Sei es wie es ist. Dann greifen wir uns. Auf richtige Franzose-Manier in der Rücke geballert. So, dann gucken wir mal, was der noch hat. Ah, Eisenrohr, die werden ja immer edler, die Kollegen. Da ist wieder so ein Typ, der die Molotow-Cocktails hat. Die Typen mit der Gasmaske, die könnt ihr euch einpflegen. Das sind die Schweine, die immer die Mollys schmeißen. Sicht, der hat auch gerade wieder einen Apparat. Jawohl. Da kommt wieder einer. Ich verbinde mich immer nochmal schnell. Bastel gleich noch ein Neuer. Und dann geht's weiter. Horch mal wieder, wo Welle sind. Oh! Die wollen uns den Zingler. Das hat sogar gut geklappt. Oh Mist. Achtung! Wo, Achtung. Ah, Ellie wollte uns so helfen. Na gut, hat leider nicht getroffen. Muss ich halt zurückgehen. Du Deckel. Mist, den wollte ich mal eigentlich als Schutzschild greifen. Ja, die Ellie, die steht da rum. Die ist so sicher. Gut, wieder einer niedergemacht. So. Ach na, lebst du noch? Schrotflinte! Ah, wie Schrotflinte. Ach so! Du bist. Ich glaub, du bist tot, Kumpel. Ohne runter mit dem Kopf. Oh Mann, oh Meter. Dummer mag ganz schön was mit hier in dem Lader. Ich bin dann als doch ganz froh, dass die Ellie dabei ist, die einem dann nochmal warnt, gerade wenn man so ein Blindfisch ist, wie ich das einer bin. Und dann horche ich mal nochmal eine Gegend rum. Irgendwo muss ja der andere Kerl. Aha. Schneller als gedacht. Gut. Hallo. Jetzt geht's auf die Gosh-Action. Und das war's. Gut. Baseballschläger geschnappt. Hier noch die Sache geschnappt, die es gibt. Zucker, Sprengstoff, Schere. Super. Über uns sind Leid. Alles klar. Dann würde ich aber trotzdem nur mal ganz gerne den Backstein nehmen. Und den mich hier in dem Gebiet mal wieder ganz gerne umgucken, weil hier gibt es auch wieder ein paar Sachen. Da sind wieder 4 Werkzeugteile, die können wir super gebrauchen. Da ist nix. Da geht es die Treppe hoch, aber bevor wir da die Treppe hochgehen, gucke ich dann auch nochmal hier ein bisschen rum. Nix mehr da. Da ist auch nichts mehr. Da geht es wahrscheinlich wieder auf die Stroß raus, aber das ist ein Dämmlevel dann leider gesperrt. Modifikation machen wir uns noch. Und mehr können wir erstmal nicht machen. Aha. Ja, okay, die Kerle da oben, die suchen nach wie vor noch uns. Das heißt, wenn wir jetzt hier rumlatschen täten, könnten sie uns von da oben wahrscheinlich sehen. Der Ende Kerl mit dem Pulli und mit der Gasmaske, der hat noch so ein Molotow-Cocktail bei sich gehabt. Wie gesagt, auf die Typen immer ganz besonders achte. Gerade in der schwierigeren Modi sind das die Typen, die euch hier meistens das Leben kosten. Und der Scheiß ist halt, dass man wieder ganz von vorne anfangen müsst. Und das ist richtig ärgerlich. Dann haben wir noch ein paar Klinge und Sprengstoff. Ich weiß nicht, warum ich die ganze Zeit bei der dappischen Automatik hängen bleibe. Die hat hier nur noch 2 Patronen drin. Dann bin ich jetzt hier mal ein bisschen offensiver, weil ich weiß, dass es hier noch einen Sammelgegenstand gibt, aber nicht in der Ecke, sondern dort drüber. Bevor ich jetzt die Treppe hochgehe und den Rest von dem Verein niedermache, gehe ich nämlich erstmal da hier, weil es da noch was gibt. Normalerweise schleiche ich mich, wenn ich das heimlich mache. Da schalte ich erstmal die Type 3 aus. Nachdem die 3 von der Tankstelle kaputt sind, kann ich da neben reingehen.
und kann von dort aus dann eigentlich recht gut agieren. Und von da kann man die Typen ausschalten und dann geht's eigentlich ab noch over. Wenn wir hier noch die A-Werte-Checkliste, die gucken wir uns auch mal an. Ja, relativ langweilige Kram. Ja, ist ja gut. Könnt ihr euch ja dann in aller Ruhe durchlesen. Ich habe jetzt leider davon nicht so die Zeit, aber es ist auf jeden Fall noch aus der Militärzeit von der Zone. Als Pittsburgh wahrscheinlich auch eine Quarantänezone war. Liegt ja nah. Ist ja wie Boston auch eine etwas größere Stadt. Und da ist auch nur geschickt, dass man das dann nach einer Quarantänezone macht. So, der ist gepanzert. Das heißt, an dem hätte ich mal die Zähne ausgebissen. Guck mich nochmal um. Da hinten ist einer. Bevor der uns sieht, mache ich lieber, dass ich hier fortkomme. Und kennt den Kerl mit dem Backstein niedermachen? Ja, sollte ich wohl besser. Verdammt! Das war ein sauberer Kill. Das war ich mal wieder. Von neben schleicht sich noch keiner an. Aber da hinten ist noch irgendwas am... Ja, da hinten ist noch so ein Kerler. Da ist doch jetzt wieder die Gelegenheit, wieder was auszuprobieren. Und zwar habe ich bei der Werkbank dort Snipergewehr bzw. das Jagdgewehr mit dem Zielfernrohr ausgestattet. Und das probieren wir doch jetzt einfach mal so ganz frech aus. Erstmal den Müsli-Riegel und dann kann es losgehen. Jawohl. Ja. Den können wir auch so fertig machen. Das Ding hat, wenn es richtig aufgepumpt ist, einen ordentlichen Schaden, den es macht. Und dann gucken wir uns den noch mal an. Verwischt. Das war verdammt knapp. Na aller. An den Rand des Universums und zurück. Ertragen und überleben. Wie bitte? Savage Starlight. Der Comic, den ich gelesen habe, das sagt der Held nach einer großen Schlacht. Kämpfen und leben. Ja. Okay. Okay, weil ihr seht jetzt auch wahrscheinlich, dass du vor 11 Minuten gestanden hat. Und das war dann der Speicherpunkt. Das heißt, ich habe jetzt 11 Minuten hier in dem Ding hier rumgesuppelt. Und dann werde er erst speichern, wenn wir hier aus dem Teil wieder draußen sind. Aber ich glaube mich zu erinnern, wenn wir hier noch ein bisschen rumstramern und hier ein bisschen Zeit vergeuden, dass die Ellie wieder ihr schlechte Witzepalette auspackt. So viele Bücher. Hätte ich doch Von bloß mehr Platz daher im Rucksack. Du lassen liest wir also uns ein gern. bisschen Zeit. Wenn ich nicht vor Huntern und Infizierten weglaufe, Ja, ist ein Argument. dann lese ich gerne. Macht's aber doch gleich mal viel sympathischer. Auf der anderen Seite, was gibt's dann in der Welt noch, was man großartig machen kann? Ich meine, man kann mir vor der Glotze hocken, man kann wahrscheinlich eher schlecht ins Kino gehen und der Strom wird ja für essentielle Sachen gebraucht. Das heißt, so Zeug fällt erstmal weg. Und was macht man natürlich? Da holt man sich Bücher. Wie wir das als Kinder doch auch mal gemacht haben und wie wir das immer noch als Erwachsene machen. Batterie gewechselt, damit sie nicht rumzittert. Aber hier scheint es auch nicht großartig mehr zu geben. Von daher hätte ich einfach mal die Zeit nochmal ein bisschen abwarten. Weil ich bin mir eigentlich schon sicher, dass die Ellie hier nochmal die Version von ihrer miserable Witzepalette auspackt. Das können wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Gucken wir uns nochmal um. Hier können wir noch was zusammenbasteln. Und zwar Rachbomb. Super. Passiert. Dann wieder der Revolver. Weiter geht's. Ein paar lustige Wortspiele wären gut. Hab ich's doch gewusst. Und wehe, ich sag, das sind gute Mädel. Wehe, es ist das mal nicht lustig. Fragt ein Pferd in einem Blumenladen, haben Sie auch mal geritten? Toll. Verstehe. Wie nennt man einen Keks unterm Baum? Ein schattiges Plätzchen. Oh Mann, jetzt habe ich Hunger. Geh nie tief ins Wasser. Da tief. Kapierst du den? Natürlich nicht. Ich war süchtig nach Seife. Jetzt bin ich clean. Okay, den kannte ich noch gar nicht. Okay, genug. Erstmal. Eieieiei. Da haben wir das jetzt auch wieder rausgefunden. Super. Aber ich versuche euch hier auch mal sowas nochmal zu zeigen. Vor allem die, die halt die Trophäe haben wollen, die können sich das dann nochmal explizit zu Gemüte führen. Ich persönlich will es eigentlich nur so durchspielen, wie ich nochmal meinen Spaß dran habe. Aber es gibt halt so ein paar Sachen, die erinnere ich mich definitiv noch und dann kann ich das auch noch hier zeigen. Dann haben wir hier wieder einen Raum, wo wir nur mit dem Messer durchkommen. Da sind wieder ein paar schöne Sachen drin. Und die holen wir uns doch gleich mal. Da haben wir
50 Werkzeugteile, super. Automatik, Munition, Sprengstoff und Alkohol. Da sind Schrotflinte-Patrone drin. Da haben wir noch einen Sammelgegenstand, Karte der verlorenen Gebiete. Ja. Wahrscheinlich auch aus der Zeit, als noch eine Zone war. Da haben wir wieder 5 Pille und Schere. Und ein Rohr hätten wir auch noch zur Verfügung. Die Bleirohre, die Dinger nämlich eigentlich lieber, die halten einfach am meisten aus im ganzen Spiel. Dann mache ich hier noch einen Mod drauf. Dann haben wir jetzt wieder die optimalste Waffe. Und, nachdem das Ganze jetzt rum ist, können wir hier raus. Weiter ins 6. Gebiet. Oh ne, Entschuldigung. Das war da neben dran. Man kann sich immer verrennen. Die brennenden Mülltonnen, die kann man immer übersehen. Und dann geht's da weiter ins nächste Gebiet. Und dann mache ich an der Stelle auch nochmal einen Cut, weil du Mist dann gespeichert habe. Und ich sage jetzt schon mal, wir sehen uns beim nächsten Mal. Let's Play The Last of Us Remastered auf Pelzig. Bisschen muss ich anscheinend doch noch laufen. Wir müssten ja eigentlich gleich durch sein. Ja. Es ist doch verrückt, Soldaten aufzuhängen. Wenn Leute verzweifelt genug sind, sind sie zu fast allem bereit. Die Leute, die protestierten, sind das die, die uns attackieren? Ich glaube schon. Ja, wissen wir das auch. Wie man es halt dort denken kann. Mal sehen, wo sie hinführt. Genau. Also nicht durch. Habe ich irgendwie ein bisschen anders in Erinnerung, aber macht ja nichts. Ich glaube, du müsst dann definitiv aufhören an der Stelle. Pass gut auf, wenn du sprengst. Der Pille-Eissacker. Jawohl. Das ist auch jetzt wieder die Zeit, wo ich sage, machen's gut, bis zum nächsten Let's Play. Habt eine gute Zeit bis dorthin.